Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem Spiel, vor den Rückrundenauftakt, obwohl eigentlich ist es kein Rückrundenauftakt, weil die Hinrunde ja noch gar nicht zu Ende ist, nach der Winterpause, wie auch immer. Gehen wir rein zur Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim. Ja, hallo. Der FC Bayern eröffnet das neue Fußballjahr, begleitet von der Trauer um Franz Beckenbauer. Ja. So auch morgen sicherlich im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Herzlich willkommen Ihnen allen zur Pressekonferenz mit Thomas Tuchel. Servus Thomas. Und beginnen natürlich mit der ersten Frage. Dann gleich hier vorne Torben Hoffmann für Sky, bitte. Thomas, bevor wir, glaube ich, auf das Spiel zu sprechen kommen, 10:15 ist Eric Dier in München gelandet. Wir haben ihn live und in Farbe gesehen. Wird sicherlich ein Spieler vom FC Bayern München. Was versprichst du dir von Eric Dier? Gut, außer Eric Dier ist in München gelandet. Wow. Also ich finde den Transfer okay. Wenn da Tottenham ja jetzt den anderen da verpflichtet hat, ist der wahrscheinlich auch für kleines Geld und alles gut. Ja, ist jetzt wahrscheinlich keine Verstärkung, aber nochmal, wir haben 3 Innenverteidiger und mal gucken, was der als Rechtsverteidiger kann oder im defensiven Mittelfeld. Ich denke, wird eine gute Alternative sein, ist 29 Jahre, also genau Tuchel sein Beuteschema. Und vielleicht kitzelt er ja wieder die letzten Prozente auch aus ihm raus, aber immerhin mal Stammspieler, englischer Nationalspieler, also Potenzial ist vorhanden, Kumpel vom Harry Kane, also mal abwarten. Ist ein Transfer ohne Kopfschmerzen, denke ich. Passt schon. Erfahrung wissen wir ja, dass die Dinge auch im letzten Moment noch schief gehen können. Er ist in München gerade und wir versuchen ihn zu verpflichten und den Deal zu finalisieren und damit eine weitere Alternative als Innenverteidiger für unseren Kader zu bekommen. Und alles andere würde ich jetzt noch gerne abwarten, bis es tatsächlich endgültig ist schlau. Die Einigungen vollzogen sind zwischen den Clubs und Spieler und Verein, bis die Tinte trocken ist. Aber ihr habt gut recherchiert, er ist auf jeden Fall in der Stadt. Nebendran Christian Kunz für die dpa. Das Spiel morgen steht ja auch ganz im Zeichen von Franz Beckenbauer. Ja. Welche Empfindungen haben Sie vor dem Spiel und wie schwierig ist das Spiel für die Mannschaft? Gemischte Gefühle natürlich, weil zum einen sind wir sehr fokussiert auf unseren Start und auf uns und auf unsere Leistung und zum anderen ist das natürlich eine Dimension, dem Tod von Franz Beckenbauer, die schwer zu greifen ist. Er hat einfach so ein unglaubliches Lebenswerk und so eine unglaubliche Persönlichkeit. Ich bin selber zu jung, um eine Erinnerung an ihn als Spieler zu haben und ihn live gesehen zu haben oder im Fernsehen gesehen zu haben. Aber die Dimension ist natürlich eine Tragweite, die kann man gar nicht greifen und vielleicht auch gar nicht in Worte fassen. Deshalb hat das auf jeden Fall wird das sehr emotional morgen, auch im Stadion. Und das wird auch die nächste Woche noch sehr emotional werden. Und da werden wir das, glaube ich, dann am eigenen Leib auch spüren. Auch die Spieler, die noch jünger sind als ich und vielleicht noch weniger Bezug direkt zu ihm haben. Und das wird einem, glaube ich, dann morgen schon sehr bewusst werden und spätestens nächste Woche bei der geplanten Trauerfeier. Ansonsten, so wie ich gesagt habe, ist natürlich zwiegespalten, weil wir auch gleichzeitig natürlich uns fokussieren und den bestmöglichen Start in die Saison haben wollen mit einem Sieg, auch und gerade an einem Tag, wo wir Franz Beckenbauer gedenken. Nikolaus Linner für die Bild-Zeitung, bitte. Ja, kann ich nur beipflichten, ne? Servus, Herr Tuchel. Sie haben Eric da schon angesprochen. Das ist ein Spieler, der defensiv so gut wie alle Positionen Sie haben ihn angesprochen. Abdecken. Der Kollege. Der Kollege hat ihn angesprochen. Der so gut wie alle Positionen abdecken kann in der Defensive. Mich würde interessieren, wenn diese Verpflichtung klappt, was würde das für die weiteren Kaderplanungen bedeuten? Bräuchte es dann darüber hinaus noch jemanden für andere Positionen? Ich glaube, dass er eigentlich mittlerweile ein Spezialist geworden ist als Innenverteidiger. Und er hat früher viele Premier League-Spiele auf der 6 auch gemacht, aber zuletzt eigentlich immer in der Innenverteidigung gespielt und kann da beide Innenverteidigerpositionen spielen und kann in der Dreierkette spielen. Und dadurch, dass man dann
Hören wir da vielleicht schon raus, dass der Tuchel lieber mit einer Dreierkette spielen wollen würde? Dadurch kriegen wir in allererster Linie mal Leon Goretzka frei fürs Mittelfeld. Und Leon muss hoffentlich dann nicht mehr von linker 8 auf rechter Innenverteidiger wechseln, was er immer sehr, sehr gut gemacht hat. Das ist mal das Erste. Ansonsten bleibt schon die gleiche. Bleibt schon dabei, dass wir noch einen rechten Verteidiger und eine Holding Six brauchen. Die gleichen Positionen auch noch im Fokus und wir werden sehen, ob noch was passiert oder nicht. Martin Volkmar für Pro7 Sat.1. Hallo Herr Tuchel, eine Nachfrage zu Franz Beckenbauer. Ja. Hat er Sie auch geprägt in irgendeiner Form, auch wenn Sie ihn als Spieler nicht mehr gesehen haben? Wie war Ihr Verhältnis? Hatten Sie auch mal zwischenzeitlich engeren Kontakt? Und was bleibt von ihm aus Ihrer Sicht für den deutschen Nee, leider Fußball? nie. Ich hatte nie engeren Kontakt. Wir haben uns, ich würde sagen, zweimal oder so ganz kurz getroffen. Was immer extrem auffällig war seine offene und super freundliche, angenehme Art. Also man hatte immer das Gefühl sofort als würde man sich eigentlich kennen und man hatte immer das Gefühl sofort auf Augenhöhe miteinander zu sprechen. Und ich glaube, dass er die unglaublich viele... Herr Franz war einfach eine Lichtgestalt, Alter. Also, ich glaube, besser kann man da nicht zusammenfassen. Sowohl menschlich wie fußballerisch. So viele legendäre Sachen im Kopf vom Franz, gerade auf dem FC Bayern bezogen, aber auch als Teamchef. Grandios einfach. Ne? Menschen, einfach die Tragweite ist deshalb so groß, weil er so viele Menschen einfach berührt hat und erwischt hat. Und ich glaube, viele Leute, die ihn noch weniger kennen als ich, trotzdem das Gefühl hatten, als würden sie ihn kennen. Und auch die hat er im Herzen berührt und emotional erreicht. Ich glaube, das ist etwas, was seine Aura ausmacht und seine Persönlichkeit ausmacht. Er hat einfach Dinge, auch die unglaubliche Gabe, Dinge auf den Punkt zu bringen in einer Art, die... Und das klar und deutlich, ne? Und nicht hier so rumgeeier, wie das heutzutage überall der Fall ist. Die, glaube ich, sonst die einmalig war und einmalig bleibt. Und natürlich die Lebensleistung, das Lebenswerk auf all seinen Stationen, sei es als Spieler oder als Funktionär, als Trainer, das ist einfach unglaublich. Deshalb gebührt da der allerhöchste Respekt. Und jetzt für mich ist es eigentlich jetzt so, dass das leider über den traurigen Anlass und durch die vielen Dinge, die geschrieben werden, ich mich da auch nochmal neu reinlese und das dann die Dimension dann auch nochmal neu verstehe. Er liest sich da neu rein. In was jetzt? Die Erfolge vom Franz, oder was? Vincent Schirpke für TZ und Merkur. Hallo Herr Tuchel, wir haben ja schon über Transfers gesprochen, die sich gezogen haben oder weiterhin ziehen. Mussten Sie in dem Aspekt auch Geduld lernen? Und gibt es beim FC Bayern noch andere Dinge, die Sie verändert haben oder die Sie lernen mussten? Was ist das denn jetzt für eine Frage aus der Luft gegriffen, Alter, beim Tod von Franz Beckenbauer vorm Spiel gegen Hoffenheim hau ich so eine allumfassende Frage raus, oder was? Wild. Geduld, gut, ist nicht mein... Also erste Teil, Geduld lernen, ja, kann ich noch verstehen, aber das zweite... Meine stärkste Tugend, aber ich bin seit 14, 15 Jahren Profibereich Trainer und das hat sich auch nicht geändert in den Transferphasen zwischen Mainz bis hierher auf meinem Weg in meiner Karriere. Jeder Trainer möchte immer am ersten Tag der Transferperiode alle Spieler haben, die er sich wünscht und das wird nie passieren. So deshalb ist es eigentlich eher so, dass ich ein bisschen geduldiger geworden bin als früher, weil ich auch weiß, wie kompliziert das Transfergeschäft geworden ist und wie viele Interessen dabei abgedeckt werden müssen. Es geht ja nicht nur um das, was ich möchte, es geht ja auch das, was für den Verein Sinn macht, was für die Mannschaft Sinn macht, was wirtschaftlich Sinn macht und dann gibt es ja noch die Partei des Spielers, dann gibt es noch den abgebenden Verein, dann gibt es noch mindestens einen Berater oder Berateragenturen oder mehrere Interessen, die da damit... Ja, ist schon wild, ne? ...drinstecken. Also das ist sehr komplex geworden und deshalb ist es manchmal als Trainer sehr einfach zu sagen, den und den hätten wir gerne oder das sind unsere Wunschkandidaten und dann
dann ist es ganz normal, dass sich das zieht. Und deshalb ist auch jetzt, wenn er in der Stadt ist, ist es einfach noch nicht, ist es noch nicht durch. Dafür habe ich leider auch schon zu viel erlebt und auch im Sommer hier zu viel erlebt. Deshalb, wir fangen erst an, dann damit auch zu planen, wenn der Spieler dann wirklich unterschrieben hat, und dann freuen wir uns. Aber krass, dass Elac gleich schon wieder so relativiert, dass er ihn nur als Innenverteidiger sieht. Also hat selber vorher gesagt, dass er etliche Spiele auf der 6 gespielt hat in der Premier League schon. Verstehe ich wieder nicht. Ne? Das ist ja vielleicht im Hinblick darauf, um weiterhin zu sagen, ich brauche die anderen Spieler auch noch. Ja, vielleicht kann man das nachvollziehen. Wird interessant zu sehen sein, wenn er halt keine anderen Spieler kriegt, wo er ihn hinstellt. Oder? Wir uns natürlich darauf und ansonsten versuchen wir Dinge immer anzuschieben im Sinne der Weiterentwicklung und im Sinne der Verbesserung der Mannschaft. Das geht nicht nur über Transfers, es geht auch über die Art und Weise natürlich, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander trainieren, welche Dinge. Und dann wird es halt am Ende dann auch sehr inhaltlich. Was wollen wir besser machen, was wollen wir auf dem gleichen Niveau beibehalten, weil wir natürlich ambitionierte Ziele haben, die wir erreichen wollen. Dann ist Maximilian Koch für die Abendzeitung an der Reihe. Ja, Herr Tuchel, Ottmar Hitzfeld wird morgen 75 Jahre alt. Wie haben Sie seine Karriere verfolgt? Haben Sie sich da vielleicht auch ein bisschen abgeschaut? Und schaffen Sie das auch, so lange Bayern-Trainer zu sein? Das wäre der Das Gelächter war jetzt aber auch nicht die feine Geste da, oder? Der war, glaube ich, zweimal, oder? 7 Jahre in der Summe. Das ist natürlich schon beinahe unvorstellbar in der jüngeren Vergangenheit. Das ist natürlich die nächste Trainerlegende. Es hängt da oben im ersten, oder was ist das, erster Stock vor den Trainerbüros, hängt so eine Riesentafel hinter Gitter oder hinter Glas, und da sind so ein paar Originalzettel von Franz Beckenbauer und ein paar Originalfotos und Aufstellungen und Besprechungszettel von Ottmar Hitzfeld und so weiter ausgestellt. Da gehe ich jeden Tag dran vorbei. Und dann ist die Messlatte natürlich gesetzt an Laufzeit, an Erfolg, an Charisma und so weiter. Wenn ich mit denen vergleiche, da hast du aber noch einiges zu liefern, Kollege. Klar, das ist mehr oder weniger unerreicht. Ne? Auch er ist ein absoluter Erfolgstrainer gewesen und Gentleman mit einer ganz eigenen Aura Mannschaften zu führen. Sehr beeindruckend und extrem erfolgreich. So, herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Torben Hoffmann wieder. Ja, mal Blick aufs Spiel. Wie sieht's aus im Kader? Ich glaube, Pavlovic hat den Schlag bekommen gegen Basel. Coman, weiß nicht, war gestern, glaube ich, auch nicht mit dabei. Also wie sieht's im Kader aus und wie würdest du insgesamt auch die Vorbereitung jetzt der Vorhang geht nicht zu, ne? Der Vorhang geht nicht zu, deswegen, seid gut informiert, wer alles da ist und wer nicht. Kingsley hat eine Pause gemacht gestern wegen der Halswirbelsäule. Alex Pavlovic war zurück im Training, und bei King gehen wir fest davon aus, war eine kleine Vorsichtsmaßnahme, dass er heute zurückkommt und spielfähig ist. Und ansonsten sind es nur die Langzeitverletzten, die uns im Moment fehlen. Wir haben ein paar junge Spieler mitgenommen. Auch wie man gesehen hat gegen Basel, brauchen wir nicht drum rumreden, war es ein bisschen ein holpriger Start, ein bisschen zäh, war noch nicht mit dem Biss und mit der Spielgeschwindigkeit und dem auch Elan und der Grundstimmung, wie wir uns das vorstellen. Da haben wir jetzt diese Woche einen großen Schritt nach vorne gemacht. Ei. Jedes Mal, wenn der Tuchel sowas erzählt in den PKs, sehen wir immer einen Grottenkick. Hoffen wir mal, dass es in der Rückrunde alles besser wird. Da lehnt er sich jetzt aber weit aus dem Fenster, Alter. Bisher, also fühlt sich's an, als wären wir absolut bereit. Wir haben richtig intensiv. Ja, war das nicht vor dem Spiel gegen Frankfurt, dass wir uns auch richtig bereit fühlen und so weiter? Richtig giftige, griffige Trainingswoche bisher. Wollen das heute noch mal einen Tag dann nutzen, um morgen Abend wirklich bereit zu sein. Wir waren da auch sehr flexibel mit den Trainingszeiten, weil es extrem kalt ist. Haben dann mehr mittags trainiert, um die paar Sonnenstrahlen auszunutzen, um besten Platzbedingungen zu haben und um auch ein bisschen taktisch trainieren zu können, ohne die Pausen zu groß werden zu lassen. Aber
so die Quintessenz unter dieser Woche ist, dass ich sehr zufrieden bin und ich spüre, dass wir absolut bereit sind, um morgen auch voll loszulegen und ich spüre den Biss, ich spüre die. Okay, daran wird da auf jeden Fall gemessen werden, wa? Wer auf dicke Hose macht vor dem Spiel, muss dann auch liefern, Alter. Die Anspannung, die Positionen, die doppelt besetzt sind, merke ich, dass alle drum kämpfen und ein wirklicher Konkurrenzkampf um die Position herrscht. Ja, Halleluja. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Doppelt besetzt ist auf jeden Fall schon mal die 6, wa? Mal gucken, was der Konkurrenzkampf da so sagt. Welche Position ist denn noch doppelt besetzt? Ja gut, die 8 noch. Und sonst, welche Position ist doppelt besetzt, Alter? Als wenn der Tell mal im wirklichen Konkurrenzkampf dürfte oder ein Kretzig oder ein Pavlovic, Alter. Ist ja lächerlich, machen wir uns nichts vor. Die Positionen in der Defensive. Aber vielleicht überrascht uns der Tuchel ja in der Rückrunde. Wer weiß, wir werden es sehen morgen anhand der Aufstellung. Die vielleicht im Moment nicht doppelt besetzt sind, merke ich aber, dass das gewisse Feuer und der Spirit, der einfach da sein muss, den man sich wünscht, das ist absolut angekommen. Da waren wir alle nicht zufrieden mit dem, wie wir noch in Basel gespielt haben. Da haben wir alle eine Schippe draufgelegt. Deshalb bin ich jetzt für morgen sehr zuversichtlich. Machen wir noch 3 Fragen bitte. Florian Eckel für den Bayerischen Rundfunk. Die TSG hat ja 2 Gesichter. Also wenn wir mal so auf die Heim-Auswärtstabelle schauen, auch wenn sie zuletzt auswärts auch eher unglücklich war, sind sie doch auswärts, fühlen sich ein bisschen wohler. Was erwarten Sie, was da morgen vor allem auch taktisch auf Sie zukommt und vom Tempo? Ja, ich erwarte eine 3er-5er-Kette, was natürlich immer so ein bisschen speziell ist, weil sie auch spielstark sind in unserem Anlaufverhalten, wie wir das hohe Pressing machen oder das Mittelfeldpressing, weil dadurch du kannst natürlich mit 5 die Breite des Spielfelds ein bisschen anders besetzen und die Winkel im Aufbauspiel verändern sich etwas zu einer 4er-Kette und darauf werden wir uns einstellen und dann ist es ein sehr spiel- und laufstarkes Mittelfeld und sehr viel Geschwindigkeit nach vorne und es geht auch sehr schnell nach vorne. Und das ist viele unterschiedliche Charaktere, auch in der Offensive und im Mittelfeld, eine Mischung aus vielen unterschiedlichen Spielertypen. Und deshalb müssen wir sehr konterstarke Mannschaft, sehr spielstarke Mannschaft. Wir müssen sehr diszipliniert im Gegenpressing sein, sehr fleißig im Gegenpressing sein, um Konter zu verhindern, bevor sie eigentlich entstehen. Das wird die Aufgabe sein und wir bereiten uns. Also heißt im Umkehrschluss, wir werden wieder Ringelpizza mit Anfassen spielen. Leute, wir werden wieder eine ruhige Kugel schieben und irgendwie super geduldig hoffen, dass wir durch eine Einzelaktion irgendwie ein Tor machen. Wir werden nicht irgendwie versuchen, das Spiel schnell zu gestalten, kann ich mir nicht vorstellen, weil dann, wenn du dann vorne einen Ballverlust hast, kommst du ja nicht schnell genug nach hinten. Aber wer weiß, vielleicht straft mich alles Lügen und wir sehen morgen diesen galligen, heißen Auftritt, den der Tuchel hier gerade vorhergesagt hat. Wie wisst ihr? Darauf vor, wenn mich würde es freuen. Heute die erste Sitzung zu Hoffenheim, morgen dann die zweite Sitzung und am Abend wollen wir bereit. Kurz zum Spiel noch mal kurz die Änderung durchdrücken. Ne? Was haben Sie sich generell für die Rückrunde vorgenommen? Wo steht die Mannschaft da aus Ihrer Sicht? Ja, was haben wir uns denn vorgenommen? Wir haben uns vorgenommen, Zweiter zu werden, sehr wahrscheinlich. Und wird Leverkusen aus Ihrer Sicht der ärgste Konkurrent um den Titelkampf sein? Nee, wird wahrscheinlich Eintracht Frankfurt werden. Ja und nein, weil ich glaube, dass auch Stuttgart, auch Leipzig und so weiter immer die Möglichkeit haben, Ergebnisse, Siege aneinander zu reihen und dran zu bleiben an der Spitze. Wir haben auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit, dadurch, dass wir noch ein Spiel weniger haben, aber auf jeden Fall am Freitag ganz eng ranzurutschen und wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, auch das zu tun. Wir haben Bereiche in unserem Spiel, denke ich, vom tiefen Spielaufbau in den Schnellangriff, vom Umschaltverhalten, von der Stabilität des Verteidigens, wenn wir im gesamten Block verteidigen, ein sehr hohes Niveau. Wir haben allerdings noch im Spiel in der gegnerischen Hälfte und im Moment des Gegenpressings noch Luft nach oben.
Und das sind wir dran und da wollen wir besser werden und eine Schippe drauflegen. Wie ich gesagt habe, ich habe jetzt das Gefühl, dass die letzte Trainingseinheiten und die letzte Woche wir einen großen Schritt nach vorne gemacht haben. Ich bin sehr gespannt, Alter. Er haut auf jeden Fall hier große Sprüche raus vor dem Spiel. Also ich hoffe, es ist wirklich so, wie er erzählte, dann freue ich mich. Ja? Also. Das sah sehr gut aus und ich hoffe, dass wir das ab morgen direkt bestätigen können, weil das ist natürlich unser... Ja. Morgen sitzen wir dann wieder nach dem Spiel. Ja, das kannst du mir nicht erklären. Die Trainingswoche war top. Der Wunsch, da auch direkt einen Lauf zu erwischen und direkt vorzulegen und dann... Ja, was sonst, Alter? Noch mit den 3 Heimspielen, die wir jetzt in Folge die haben. Musst du alle 3 gewinnen. Die wir in Folge haben. Das war klar. Auch sofort in einen kleinen Lauf. Wie er sagt, wenn du alle 3 Spiele klar gewinnst und durch gute Leistung, dann kommst du halt auch im Flow rein und hast wieder mehr Selbstvertrauen, Selbstverständnis und so. Das ist schon wichtig. Zu kommen, um diese Spiele auch mit aller Macht auf unsere Seite zu ziehen, um den Druck hochzuhalten, um unsere Ziele zu erreichen. Das Ziel ist klar, wir wollen Meister werden. Dann ihr beide nochmal vorne. Vincent Tschirpke. Sie haben ja gerade schon die Trainingswoche angesprochen. Zurzeit ist es in München ja extrem kalt. Am Sonntag geht es dann nach Portugal ins Trainingslager oder ins Kurztrainingslager. Da sind es gerade so 17, 18 Grad. Was erhoffen Sie sich da von der Zeit im Trainingslager? Ich mag einfach Trainingslager und Trainingslager auch dann nochmal mit wärmerer Temperatur, weil es die Möglichkeit gibt, länger Zeit miteinander zu verbringen, sowohl für die Mannschaft, aber auch für Mannschaft und Trainerteam und Funktionsteam. Und es gibt uns einfach die Möglichkeit, im Detail auch mit mehr Pausen zu trainieren, ohne dass man Angst haben muss, dass die Spieler auskühlen. Jetzt war es einen Tag extrem kalt, auch an den Zehen, an den Fingern, an den Extremitäten einfach extrem kalt. Da leidet dann die Qualität darunter und ansonsten hat es schon einen Einfluss auf die Pausenplanung, auf die Auswahl der Teams. Du kannst die Korrekturen müssen einfach sehr, sehr schnell sein und wenn du vielleicht mal ein Turnier spielen willst oder eine Übungsform mit 3 Mannschaften und eine hat eine Pause, dann überlegst du dir das schon doppelt, ob du das jetzt diese Woche machst bei minus 8 Grad auf dem Platz oder minus 5 Grad, weil die Verletzungsgefahr und die Gefahr, dann krank zu werden, einfach zu groß ist und deshalb finden wir dort auf jeden Fall Top-Bedingungen vor. Ich hoffe, dass es nicht zu windig ist, weil sonst hast du eine ähnliche Thematik wieder. Aber ansonsten sollte die Temperatur perfekt sein, um einfach in Ruhe, mit Geduld und mit Ruhe und im Detail 2-mal am Tag zu trainieren. Da geht es jetzt auch, ist mir klar, dass wir dann auch schon in den Punktspielen sind. Da geht es auch nicht darum, endlos Belastungen aufeinander zu reihen, aber trotzdem einfach mal Zeit zu haben, Standardsituationen nochmal zu trainieren im Detail, Abläufe offensiv, defensiv zu korrigieren, Gruppen zu machen und dann darüber hinaus Zeit mit. Haben wir keine Zeit, ist das Wetter zu schlecht, um Standardsituationen zu trainieren, dann steht man zu viel, oder was? Miteinander zu verbringen. Das macht einfach was mit einer Gruppe und ich hoffe, dass wir jetzt am Freitag da morgen schaffen, einen Sieg zu holen, um damit mit dem... Ich hoffe, dass wir schaffen, einen Sieg zu holen. Gerade erzählt er die ganze Zeit, boah, wir sind so mega fickrig, gallig, alles, mega starke Woche. Sieg dann auch in diese 4-5 Tage zu gehen, dann bereit zu sein, da auch nochmal so ein paar Prozentpunkte für unsere Atmosphäre rauszuholen, für den Team Spirit. Dann noch einmal Nicolas Linner, bitte. Nus Mazraoui ist ja inzwischen abgereist zum Afrika Cup. Ja. Wie läuft denn da die Abstimmung genau darüber, ob und wann er eingesetzt werden kann? Alter. Haben Sie da vielleicht Bedenken, dass die Marokkaner aufgrund seiner Wichtigkeit ihn etwas früher einsetzen, als es Ihnen vielleicht lieb wäre? Ja, klar. Klar, wäre nicht der Erste und das ist überhaupt kein Vorwurf an niemand. Ich verstehe jeden Nationaltrainer, der einfach auf seine Interessen schaut und jeden Verband, der die bestmögliche Mannschaft aufstellt, aber das ist natürlich eine paradoxe Situation. Das ist ein verletzter Spieler, du bezahlst einen verletzten Spieler. Der verletzte Spieler hat Vertrag bei dir und noch während er im Aufbautraining ist, wird er angefordert. Ich kann nur sagen, dass wir sowohl mit dem medizinischen und mit unserer medizinischen Abteilung, mit unserer ganz gesamten medizinischen Abteilung wirklich im engen Kontakt mit dem Verband waren, mit den Verbandsärzten waren
und dort dringende Empfehlungen ausgesprochen haben, wann er anreisen sollte. Unser Wunsch wäre gewesen, dass er ein bisschen später geht. Das haben wir dann einen Kompromiss gefunden, weil sie wollten ihn erst noch früher holen. Und unsere dringende Empfehlung ist, dass er natürlich erst im 3., glaube ich, Vorrundenspiel zu einem Kurzeinsatz kommt. Aber das sind Empfehlungen auf einem Blatt Papier oder auf einer E-Mail. Ganz ehrlich, die Wahrheit ist, ja. Das ist ja keine Einfluss so. Wie das Turnier läuft, aber wenn die einen Bedarf haben nach Qualität auf der rechten Außenverteidigerposition im 3. Spiel, wäre ich jetzt nicht komplett verwundert, wenn sie sich nicht an diese E-Mail erinnern, die wir da geschickt haben. Aber das ist jetzt auch gar kein Vorwurf, das ist einfach die Realität, die ist ein bisschen paradox und ja, das ist natürlich zu unserem Leidwesen, aber so ist es nun mal. Dann vielen Dank, guten Start allerseits, bis morgen, servus. Servus, guten Start, danke Franz, perfektes Endbild. Ja, Leute, das war die PK. Tuchel hat ja große Töne geschwungen, also wir können morgen richtig Feuer erwarten. Ich bin sehr gespannt. Wir werden ihn daran messen nach dem Spiel. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Tschüssi.